Da ist There's jemand. some guy out here. Some guy? Ja, Typ halt. Wait, Da ist he's jemand. looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Jetzt ist er weg. Henry, there's something someone should have told you about this area. Okay. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, Hippie. okay. I get it. Ja. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Nee. Ich bin raus in die Einsamkeit gegangen, um einsam zu sein und nicht um irgendjemanden zu treffen. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels einen trinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Also, was ist dein Hauptfach? Du lallst und riechst nach Bier. Du lächelst unbeholfen. Evolutionsbiologie, antwortet sie. Und ich bin Dozentin. Cool, erwiderst du. Und du? Fragt sie. Sie rümpft die Nase. Toxikologie? Machst du dich lustig über mich? Fragst du. Sie nickt. In der Sorge, dich gekränkt zu haben, fragt sie dich, ob ihr euch einen Cheeseburger teilen wollt. Eine Woche später seid ihr zusammen. So. Leute, wir sind hier im Aufzug. Wir gehen jetzt gerade zu unserem Auto. An dieser Stelle machen wir gleich mal die Begrüßung. Guten Tag, ihr Leid. Endlich spielen wir Firewatch, dem ich schon öfters drüber geredet habe. Ja, wir müssen hier gleich zu unserem Auto, aber wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Wie sich das gehört, ne? Firewatch, für die Leute, die es gar nichts sagt. Wenn es um Walking-Simulatoren geht, keine Ahnung, eine Liste mit Walking Sims oder sowas, ey, Firewatch ist immer dabei und hat ziemlich zurecht. Firewatch ist verdammt gut. In Firewatch, ja, müssen wir aufpassen, dass kein Fire kommt. Es ist... Ich meine, ne, am Anfang ist jetzt sehr viel, wo ich jetzt vorlese, oder halt die ersten 10 Minuten, sage ich mal, wo so die Grundgeschichte erzählt, warum mir in den Nationalpark gehe, in eine Türmische, wo ganz allein und gucke, dass kein Feuer schon passiert. Warum wir das machen. Also mich haut's immer ein bisschen die Fies weg, weil ich schon so alter Heiler bin und wenn ich sowas lese, halt dann schlimm, also wundere ich nicht, wenn ich dann irgendwann anfange, ein bisschen tiefer Luft zu holen. Aber erstmal weiter mit der Story. Rucksack drauf, zugemacht, bam und ab geht's. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mitten in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nichts zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Ihr entscheidet euch für den Beagle, sie tauft ihn Bucket, oder wir nehmen den Schäferhund und nennen ihn Mayhem. Ich bin mehr der Katzenmensch. Von daher
Ey, wenn sie sich sofort in den Beagle verliebt, dann will ich ihr jetzt auch nicht den Schäferhund aufdrängen. Aber wenn ich halt natürlich hier Kerl bin und sage, ey, geh mit dem Schäferhund und dann zack. Aber wenn ich mal nicht dabei bin, bist du immer auf der sicheren Seite. Am Ende vom Tag ist es dann ein Tier und dann ist es egal, ob es ein Schäferhund oder ein Beagle ist. Wenn das ein super Tier ist, ist das ein super Tier. Fertig. Aber sie verliebt sich in den Beagle. Die Grete Beagle. Uff. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Also den anderen Hund, schätze ich. Julia liebt ihn. Du auch. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 9:30 abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Das wäre schön. Das wäre schön. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Boah, fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Ich finde, sie hat vollkommen recht. So. Mann, ey. Ich mag das Spiel. Also, ja, ich hab's natürlich schon mal gespielt, damals, als es rausgekommen ist. Was steht da noch hin? Fire Danger Today. Irgendwie kann ich zoomen. Hoppala. Das war nix. Okay, das probieren wir einfach noch einmal. Kein Ding. Ist eh der falsche Weg. Weil wir müssen natürlich hier lang gehen. Auto gucken wir uns nochmal an. Haben wir alles? Jawohl, alles ingesackt. Wir müssen jetzt eine kleine Wanderung machen. Und zwar, Moment. Two Forks, das ist so die Region, ja. Thunder Canyon. Two Forks Lookout. Da muss ich, glaube ich, hin. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Macht aber nichts. Haben wir eigentlich schon eine Karte oder so? Keine Ahnung. Wir laufen mal los. Ist das eine Briefkaste? Ja, keine Ahnung. Wir laufen einfach mal los. So. Ach, schön. ...1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Die ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Er kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hat aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du wirst sauer, ignorierst sie. Boah, ja, kenne ich natürlich selbst. Also jetzt nicht genau die Situation, aber ich bin halt eher der... Ich ignoriere sie. Dann kriege ich schlechtes Gewissen. In dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen dich Schuldgefühle. Yep. Weil du so wütend warst. Yep. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortet sie. Du nimmst es ihr immer noch ein wenig übel. Yep. Du machst Kaffee und gehst zur Arbeit. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln an wie He-Man. Du tänzelst herum wie ein Victoria's Secret Model. Yep, genau das. Sehr schön. So. Uns Fucke, mir geht's schon. Das Ding hat Mausbeschleunigung. Mag ich ja gar nicht. Naja, nicht weiter schlimm. Kann man die Optionen wohl nicht einstellen. Zumindest habe ich nichts gefunden. Also ich spiele hier natürlich mit Controller. Aber ja, hopp, so ist es halt. Mann, schöner oben. Oh, guck mal. Mann, ey, ist das hübsch. Immer noch. So, ja. Hopp, nehmen wir so da. Two Forks. Oh, steht sogar da. Fire Lookout. Feuerwachturm von Two Forks. Noch 13 Kilometer. Steht das noch ein Kilometer? Ne, 8 Meilen. Alles klar. Über Hindernis kann man auch drüber klettern. Ungefähr so. So.
1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. What the fuck? Er tritt Bucket. Verdammt, der Hund! Schreit Julia. Sie ist aufgeregt. Die Stresssituation stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon, du polierst ihm die Fresse. Okay, es geht ja darum, was ich machen würde. Ich jage davon und drohe ihm die Fresse zu polieren. Du greifst in deine Tasche, als hättest du eine Waffe und drohst, ihn umzulegen. Du schaffst es, euch allen drei Angst einzujagen. Er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Und dann spaziert ihr am Fluss entlang. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt 3000 Kilometer entfernt in Connecticut. Connecticut, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Ja, okay, sagen wir es mal so. Ich würde mit umziehen. Aber okay, du überredest sie, das Angebot abzulehnen. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Oh, das ist ja fies. Weil, also pendle würde ich ihr auf keinen Fall. 3000 Kilometer? Ja, pendle wahrscheinlich mit Flugzeichen und so, aber ey, wie ich mit der Freundin zusammengekommen bin, waren nur 600 Kilometer dazwischen. Und das konnte man, ja, Bahn, mit dem Auto fahren, aber scheiße. Weil Pendle ist ja, also, überrede ich würde dann vielleicht eher das Angebot ablehnen, aber im besten Fall würde ich mitziehen. Also, ne? Du sagst ihr, dass ihr dann keine Kinder haben könnt. Sie entgegnet, das sei Unsinn. Sie hat vollkommen recht. Sie fragt, ob du hier bleiben würdest, wenn sie den Job annimmt. Du sagst ja, auch das ist Unsinn. Aber sie beschließt, den Job nicht anzunehmen. (1985) Julia soll nach einem Vorfall in Boulder beurlaubt werden. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Findest du, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden? Ihr macht Makaroni und versucht, es mit einer Flasche Wein zu verdrängen. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt, vorerst niemandem davon zu erzählen. So, 13 Kilometer über die Botaniklave. Uns erst angekommen, also machen wir hier jetzt ein kleines Päuschen. Stabil. So, ein Buch. Tagebuch. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür.
Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen euch eure Freunde und bringen euch kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. (1988) Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2-wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia solle woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in ein Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, sich selbst um sie zu kümmern. Ja, natürlich fest entschlossen, dass wir uns um sie kümmern. Aber ich weiß halt, weil man keine Ahnung davon hat. Wir versuchen es. Wir sind fest entschlossen, uns um sie zu kümmern. So. Da kommen wir her. Jetzt beide. Aha, unser Zoom funktioniert schön. Das finde ich gut. So, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hallo Hirsch. Wie fidel ist der dann gerade weggerannt? Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Du verlässt nun öfters das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür, du vertraust darauf, dass sie tief und fest schläft. Ich stelle den Stuhl vor die Schlafzimmertür. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Sheila an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über 1 Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst, es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. So. Betritt den Feuerwachturm. Ein ganzer Tag, über Tag unterwegs. Blinkt rotes Licht. Das ist bestimmt das Willkommenslicht. So. Gehen jetzt erst mal nuff. Rüberspringen? Nö. Muss so erst mal. Bin jetzt ganzer da rumgelaufen. Erst mal Zeug auspacke. Und ins Bett lege. Aber schon mal da Hose sind. Und ist so Schatten. Viele, viele Berge. Viele, viele Wälder.
So wie ich das mag. Wald. Ein paar Städte zwischendrin. Ja, okay. Die Felsen und die Berge bräuchte ich jetzt halt nicht unbedingt. Das ist ein netter Bonus, sage ich schon nichts dagegen. Aber Wald muss Sinn. Wald muss einfach Sinn. Ohne Wald geht es nicht. Wieso zuckt dann das jetzt halt so blöd da? Naja. Machen wir die Tür auf, ne? Und schalten wir mal den Strom in. Tür öffnen. Nö, ich will Strom schalten. Ich gehe mal davon aus, der wird. Ja. Hier geschaltet. Aha. Strom. Oh, was ist Hello, das? Two Forks Tower. Was? Hä? Wer? Schreibt die Schublade. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come Gleis in. vor Two Forks. Ah, ja. Funkgerät. So. Linker Trigger halten, Funkgerät. Aha. Dialogauswahl. Links, rechts. Ah, oh, ohne. Hello? Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse Eh? me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? Echt, hey. That's a great idea. Go ahead. Look, I Yes? just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Wie, was? Go ahead. Im Schlaf oder was? Achso, ich soll rote, was ja, zu Hause kann ich keine you're Leide. probably out here because nobody back home can stand you, which, after this brief introduction, is not a big shock. Ja, echt, hey. Ouch. I'll chalk that up to you being tired and grumpy. Well, I Yep, better get some sleep then. aber echt. One sec. Now it's my turn. Okay, good night, bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Aber echt, Welcome to hey. the job. Ja. Firewatch. Nee, der schreibt jetzt nicht wirklich einen Roman, Morning, oder? Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Call me when you're ready. Was steht da ohne? Schreibtischunterlage. Öffnen. Ach, Schublade. Kann ich gerade nicht öffnen, weil geht halt nicht. Foto mit Julia. Ja, hopp. Nervig ist er. Ich hab wohl Hey, verschlafen. sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Oh, oh, oh. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Junge, mach mal langsam, ich will mir das Ding da angucken. Hab ich hoch auf die EM. Zack. Wie zu Hause. So, ja, hier. Kartetisch. Kartetisch right in the melde. middle of your room. Ja, Okay, macht doch yeah, keinen I see Stress, it. Junge. Frau. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne. Osborne? You use Wow. this to spot, you guessed it, What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Ich weiß Those nicht mehr, fucking ich weiß nicht mehr, fireworks? wo Weste ist. Hä? Ah, da. Yep. Ja, Kompass I benutzt. need you to confirm. Do you see them? Ja, ich sehe. Wie confirm ich dann? Achso. Wieso ist denn das Feuerwerk da unten? Seriously, are you seeing this? Ja. Ich Whoa, seh's. that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Achso, ja. Is that really my job?
Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Strafzettel? Soll ich Map hauen Do you oder think you was? can handle that? Ich bin I'm not nicht really a gut. disciplinarian type of guy. Ja. Well, make him knock it off without smoking a joint with him, okay? Sure. All right. Okay, Good. ne gute Get Nummer. going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. Mhm. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. Wow. Mega It's Code. actually that for all of them. Sehr sicher. Secure. Shut up. Ja, ja. Komm, jetzt brauchen wir den Rucksack. Weiß nicht. Die hat gesagt, wir soll wir nehmen automatisch. So, dann legen wir mal los. Wir dürfen jetzt halt nur noch wandern. An dieser Stelle, was ist die Hand? Blub. Wieso zuzelt dann der da so komisch runter? Na, jetzt geht's. Oh, wohl hängen geblieben oder was? Komisch. An dieser Stelle möchte ich euch gleich auf etwas hinweisen. Und es betrifft die Karte. Wie zoome ich? Näher halten, linker Button. So. Es gibt die Möglichkeit, seine eigene Position, das ist ja vorhin gestellt, auf der Karte anzeigen zu lassen. Das wäre dann die krasseste Papierkarte der Welt, wenn du da eigentlich eine Position siehst. Bin ich kein großer Fan davon. Man muss dazu sagen, ich habe einen Orientierungssinn wie ein Schnittlauch im Rheine. Keine Ahnung, ist ein besser sinnvoll, also eigentlich gar keiner. Aber sobald man eine Karte hat und einen Kompass, kommt dieser Urmensch-Instinkt in mir hoch, der da sagt, ich kann mich mit Kompass und Karte nur durchschlagen. Und genau das werden wir jetzt halt machen. Also, mir solle... Also zuallererst mal ein bisschen Two-Fox-Lookout, soweit ist immer klar, ne? Und mir solle im Westen, das wäre dann weiter da links, irgendwo da, wahrscheinlich Jonesy Lake oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Solle mal hingehen. Und mir solle vor allen Dingen das Seil aus der Versorgungskiste 306 holen. Also müssen wir nach Westen gehen, einfach gucken, dem Weg, der nach Westen führt, folgen. Das machen wir jetzt. Und da das Westen ist und wir schon mal richtig stehen, ist das voll praktisch. So, Karte wegstecken. Jonesy Lake. Nur 1 Kilometer, das geht ja noch. So, ich guck mal. Ne, alles. Wo kann ich so anfunken? Ne. So, Kompass. Kompass ist unten, ja, ist noch Westen. Karte ist over. Karte voll das Kompass gleich mit. Den Kompass gleich mit. So. Mal gucken. Ich würde ja gerne das Kreis in der Mitte da weg haben. Brauchen wir jetzt halt nicht wirklich, denke ich, oder? So. Ja. Hüpf. Alles klar. Was ist das? Ne, da muss man nicht hin. Immer noch da Nuna. Grob Richtung Westen, ja, passt schon. Alles in Ordnung. So. Was ist? Kann man da hingehen? Sollte man da hingehen? Versperrter Weg. I've got an overgrown trail here, Yeah, that'll happen. so I'm screwed when it comes to getting past it. Screwed until you clear it yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. So. Bilder sind da. Ach, guck mal da. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Melde gehorsamst, habe eine Versorgungskiste gefunden. Gibt's da So viele? are there a Wald? lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all right. Yeah, alright. Einen Moment. Ja, jetzt habe ich vergessen, Pause zu drücken. Jetzt sind wir halt einfach dabei, wie ich in die Einstellungen gehe und probiere mal, ob ich Hide Interface machen kann. Ob das ist, was ich denke, dass es ist. Jawohl, sehr schön. So ist mir das deutlich lieber. Achso, ich muss auch näher dran gehen. 1, 2, 3, 4. Das konnte sogar ich mir merken. Unglaublich. Informationen abschreiben, rechter Trigger, ja. Achso, der
Da kritzelt da jetzt irgendwas drauf. Guck mal nur hier mal, was es ist. So, dann hätten wir hier noch eine Nachricht nehmen. Ich will doch Nachricht nehmen. Rechter Trigger. Wie mache ich das noch immer? Ich vergesse so. 7.7.86. Ich weiß sogar, was Monaten was da ist. Boah, ey. Ron. Hey, Mann. Hey, man, guy couldn't take it. Ey, warte mal, so Englisch. Boah, ich bin so schlau. Warte mal. Da gibt es doch bestimmt irgendeinen Knopf dafür. War ich doch ein bisschen früh. Rechter Trigger. Was soll die Kacke hier? Okay. Es tut mir leid, ihr Leid. Ich war doch... Hoppala. Hä? Wieso kann ich hier nicht auf Hide Interface gehen? Aber hier geht's. Ich war doch ein bisschen früh. So. Fallen lassen, untersuchen. So, zack. Was mit dir? Dann, ja, ich war doch ein bisschen schnell. Jetzt habe ich das Blatt Gedönse nicht gelesen. Naja, hopp, ich nehme das Seil. Ja, ich kümmere mich ums Feuerwerk. Ich lese die ganze Zeit irgendwie ballere. Da ist noch ein Müsli-Riegel. Ich dachte, hier soll kein Essen gelagert werden. Hey, ein Snack. Hey, there's a snack in here. I'm probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Was? Wieso? Whatever's in there has been in there for years. Oh. That's how you get food poisoning. Ja, okay, dann halt nicht. Zack. So. Also. Westen. Immer noch hier lang. Ah, da ist wieder der Weg. Guck. So. Jetzt 2 Abzweigungen. Moment. Ach, guck da. Die 2 Wege aufgemalt. Also wir sind an Cache 306 hat er gerade durch. Also eigentlich könnte ich jetzt beide Wege gehen. Der linke würde ich nicht unbedingt gehen. Ich kann rechts oder links gehen. Ich würde sagen links. Und dann nicht links. Links und dann nicht links, ne? So, noch mal gucken. So, wir sind jetzt links gegangen und der nächste links müsste quasi rechtswinklig abgehen. Der wäre aber falsch. Sagt die Karte. Das tust du weg. Das tust du weg, das tust du weg. Okay. So. Mal die Karte weg. Oh, mit X kann ich langsam und schneller ab. Zeig mal her. Was ist X, das hier? Oh ja, genau. Renn mal ein bisschen. Eigentlich. Habe ich noch Richtung Westen? Ich sehe das Feuerwerk, aber ich sehe es nicht. So, hopp. Da hinten war es aber. Und guck, ob ich noch ein bisschen. Mal her, scheint noch ein bisschen. Ach so, dann renne ich. Ich muss also noch nicht immer gedrückt halten. Man einfach nur kurz drücke, so wie jetzt, und dann rennt er am Stück. Nicht schlecht. Aber wer will dann rennen? Das ist ein Walking Sim, okay. Seilhaken. Achso, ja. Ich ordentlich eine Abseile. So. Oh, da war gerade Feuerwerk, ich hab's gesehen. Dann seilen wir uns mal ab. Zapp, 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 zapp. Ja, ich hab das Seil einfach da hängen. Und wir kriegen so. Shit. Au. Zum Glück habe ich einen Rucksack aufgehabt. Der hat vielleicht, dass ich nicht direkt auf die Stelle fallen. War echt, hey. Kletterunfall melden, mach ich ja. Aua. Hey, What the hell's wrong with you? my rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll Doch, make it. Seil. Well, be careful for Christ's sake. Danke. Vielleicht ein bisschen. Oh shit, ist da was passiert? Das tut mir leid. Ja, okay. Achso, das heißt. Hey, there's a tie-off point off here, just a little away from the shale slide. Well, you ready to get back on that horse, huh? Well, I can't go any further, is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west.
without any, mountaineering. All right. It's a long summer, but you can explore later. Moment. Heißt es, dass man... Okay, Tunnel zum Lake oder so, ne, zum Creek, haben sie gesagt. Heißt es, dass wir jetzt erst bei dem Ding links sind? Naja, ich soll einfach nur eine Weste gehen, hat sie gesagt. Okay, das kriegen wir gerade noch hier. Die Reise nach Westen. So. Was hat schon? Wiese melden. Wieso sollte ich denn die Wiese melden? Wo I'm soll ich staring at the suchen? big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. Ja, ja. Perfekter Ort It is zum a hell Campen, of a ne? nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is Oh. perfect. Oh, das ist Bierdose. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure Yep. am. Ugh, people are just the worst, aren't they? They're not great, no. Aufräumen, halte B. Ja, wie? Also eine Bierdose insammeln. Ist ein Pfandpuff. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What, you don't like a cold Musquat light on a hot day? No, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. So, ey Junge hier. Echt jetzt? Ich bin doch nicht der Papa, dass ich den ja dann hinterherrahmen muss. Doch, muss ich. Ja, ich kann's da einfach leihen lassen, ne? Will ich aber nicht. Macht man nicht. Da steht da Müll irgendwo rumleihe. Ja, wir werden ja kommen, hätten es geholt. Einen Scheißdreck hätten sie gemacht. So. Okay. Alter, da ist ein Feuer. Sind die dumm oder was? Alter Schwede. Oh, look, they decided to have a campfire, too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Ich würde es gerne austreten, ne? Ah, jetzt. Okay. So, jetzt habe ich da oben Rucksäcke. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Ja, aber die Dose darf ich insammeln, oder? Die Bierdose. Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Ab, Bierdose nehmen. Also Pfand scheint nicht drauf zu sein, sonst hätten sie sich auch nicht zusammen... Ach, du Mutter. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Yeah! Konfiszieren, halte B. Untersuchen. Magic Missile. Sorry. Screaming Wife. Alles klar. Screaming Wife. So, ich gebe euch dann Screaming Wife. So. Oder dann irgendwie Klamotte oder was? Sind die dumm oder wie? Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Okay. Oh. Oh, jetzt. Oh. Ich habe einen BH gefunden. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Oh, genauer untersuche. Nee, ist schon gut. There are panties. Panties? Or what? Panties? I don't want to say that word again. Why, 'cause you're 12? Das ist ein Buchse. Junge, ich hab Buchse gefunden. Versteh ich? Buchse. Nee, ich lass die A-Leihe. Was ist denn hier? Noch ein BH? Hä? Ist das eine Katze oder was? Ach so, das sind 2 Frauen. Sorry. Ja, Mann, ey. Noch ein BH.
Ein zweites Paar Unterwäsche There's melden. ooh. Yes? There are 2 naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know, 2? yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Eine blöde Kuh, hey. Was ist man denn, die dumme Babble hier? So. Aha. I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Ja, ist. Boy, enjoy dealing with that. Ist ein Bedrohung. Ja? Hört mit dem Feuerwerk auf, okay. Hört mit dem verdammten Feuerwerk auf, sonst. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes spying on us? Give him a break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. Alter, ich hätte sie besser gleich abflaumen sollen. Virgin. Why do guys think it's all right to just stare at girls? Hey, just so you're aware, I confiscated your fireworks. Our fireworks? What? You dick! Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Yeah, so is stealing, asshole. That's so fucking bogus. You're gonna pay for that. Can we just get out of here? Yeah, totally. You're gross. You're just some sad Klar. man out in the woods. Mhm. Das waren die zwei, die nackig im Wald rumrennen. Alles klar. Hübscher. Ghetto Blaster. Hey, that go okay? Ob sie jetzt weniger. Oh, wow. The music's a little loud. Oh, sorry, I took their stereo. Okay, well, I guess we're all even then? Yeah, I think so. But seriously, though, thanks for dealing with it. So. Moment. Wie ist doch die Stille? So there's no noise ordinances or rules out here? No, but that music I hear makes a good case for him. Yeah, no kidding. Ja, kannst du Scheißdreck da eben rausproben, du Affenzipfel. So. Und gehen wir mal gucken, wir müssen eigentlich einfach nur nach Osten gehen. Hochhalten, orientieren. Oh. Nice. So, dann haben wir unsere erste Aufgabe erledigt. Erfolgreich ein Feuer gelöscht und zwar ausgetreten, nicht ausgepinkelt, wie man denken könnt. Zwei dumme Teenager gemaßregelt. So muss das sein. Sollen wir eine Schnapsklaue? Oh shit, Ferreter Irish. Na, du hast gesagt, es wäre ein gutes Tröpfchen hier. Für später aufheben. Ja, hoppala, hingefallen. Oh, aus Versehen sind wir auf der Boden gefallen. Das tut mir leid. Ich meine, ich muss nur der, muss nur der wahrscheinlich, oder nur der Moje wahrscheinlich zurückkommen und die rechtliche Müllwoserei Leihe so hole. Also von daher. Ja, Wiese melden. Wie komme ich Hey, I'm zurück? back near Ja, that big einfach nach rock Osten. outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Wie? Nur Weste? Und dann und warte. Also so. Dieses warte da. Achso, Moment. Ja, war das jetzt der Lake da? Jonesy Lake, ja, das ist, gibt nur einer da, ne? Und dann und warte. Soll ich so rumgehen? Was? Ich glaube, es hackt. Ich gehe da jetzt halt. Oder? Oder geht's da lieber? Weil die halt Norte gesagt hat, sagen wir her. Ach so, ja, die Dingens ist ja Kaputski. Ich glaube bloß, ich komme da nicht drüber. Ach Gott.
Wie heißt's dann? Die Seile sind ja kaputt. Huch, ich wollte rennen. Komm, mach mal halt einfach so, ne? Ich weiter nach Westen gehe. Ja, ist nicht Westen. Und Norden will ich eigentlich. Sag mal, wo gehe ich denn hier? Ich will... So. Da. Ja, schon Verlaufsfläche. Nee, ich bin in Ordnung. Gehe jetzt einfach nur Osten, der Weg, den ich zurückgegangen bin, und dann irgendwann nur Norden, hat sie gesagt. Wie sieht's denn hier aus? So. Und wann es halt, wann ich jetzt an die Felswand komme, jo, ich komme an die Felswand. Genau. Okay, dann machen wir das so, wie es aber gesagt hat. Ja, ich war mir halt nicht sicher jetzt genau. Da komme ich da hoch. Ne, ich glaube nicht, ne. Ne, nächste Stein. Okay, dann gehen wir halt nur Westen. Ne? Und dann. Ach so, ich muss dann am See direkt bei ihnen vorbeigehen oder was? Ja, das wird lustig, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So. Ja, wieso geht denn das doch eigentlich nicht weg da oben? Also, geht doch weg. So, komm mal her, Kompass hätte ich schon gern. Eine Kompass. Eine Bass, komm, lass rennen wir ein bisschen. Hiha, 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 hiha. Also wir gehen jetzt nochmal zum See. Und dann halten wir uns im Norden. Da wollte ich ja vorhin aufgehen, ist ja nicht gegangen. Dann halten wir uns im Norden. Aber davor müssen wir halt erstmal an den See zurückgehen. Das hättest du auch ruhig früher sagen können, oder mir. So. Vorsicht. Tiefliegender BH. Zap, zap. Jetzt sagen sie bestimmt, wieder der alte Spanner, der Dumme. Ich gebe euch, wenn ich euch verwisch, ihr Mädels. Ernsthaft jetzt, ich mache euch kaputt. Also. So, jetzt hat. Was konnte ich hier? Ah, Wegweiser. Ja, da muss ich hin. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Ja, okay. Ah, das hätte man also vorhin schon finden können, wenn ich gescheit geguckt hätte. Ich gucke mich hier noch ein bisschen um, ne? Und drüber springen? Ja, aber warum soll ich das machen? Weil es geht, ne? Also die Felsen aufklettern will ich nicht. Ich glaube schon. Ah, da ist Bach. Ich quatsch mal durch. So. Ziemlich steinig hier. Alter Schwede, so kann ich hier Capri leisten. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich Schoppala Nationalpark oder sowas. Hoffentlich war das nicht bei Knie, die gerade geknackt haben. Ist so ein Nationalpark oder so, ne? Da ist riesig groß, da überall Bricki zu bauen. Plus, es ist halt Wildnis. So. Ist ja nicht hier wie hier der schöne Pelzer Wald. Oder nicht verbandsgemäß drum kümmert. Gut aussieht. So, ich will da oben laufen. Ich will nicht da unten durch den Bach durchschlappen, du kriegst nasse Fies und alles. So. Sieht irgendwie gerade aus wie auf dem Mars. Oder wie auf, So, I have a bit of a confession to make. Was? Ich gehe in die falsche Richtung? What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Ja, hopp. Ja, It's hopp, rum, fine. passt schon. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Ja. Roger. Oh, jetzt habe ich verpasst zu Rogere. Oder kann ich das noch mal machen? Nö. Ja, dann. Ja. So, oh, ich will da unten drunter durchlaufen. Das muss ja auf alle Fälle sein. Kann ich da drunter durchlaufen? Wenn das da ein Bär wohnt. Kann ich mich biegen? Biegt das sich vielleicht automatisch? Oh. Ich guck. Ich drück gerade alle Tasten.
Aber scheinbar, nee, ich kann mich nicht biegen. Das ist ja doof. Ich muss mich doch aber biegen kennen. Das ist ja doof. So, ja, wir sind jetzt gerade zum Heimweg. Ich weiß, Hanne Arschen mitgekriegt. Ja, das ist eigentlich Firewatch. Das ist unsere Aufgabe. Oh, muss ich da durch? Hey, pass ich da überhaupt? Was soll da zu rennen? Es ist unsere Aufgabe. Also, bitte, nee. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Ich wurde als 9-Jähriger vom Blitz getroffen. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice. Ach so, and all that. okay. Well, Ja, klar. there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Ach, hier leid. Ja, so, wo waren wir? Firewatch, ja. Wir kriegen mehr oder weniger, die Story wird halt vorangetrieben. Oh, geil. Von, kann man die melden? Die Versorgungskiste? Ne, kann man die aufmachen, ja. Da die überall gleich ist. Die Story wird vorangetrieben von der Delilah, mehr oder weniger, ne? Jetzt das erste Mal. Die uns halt sagt, so wie jetzt hier, gehen wir da hin, gehen wir dort hin, gehen wir sowas machen. Was ist das so für Versorgungskiste? Nein, nicht schließen. Defend irgendwas oder so wei. This is a horn or leider Horn. antler or whatever. Well, antlers are made of bone, and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Okay. Oh, eine Taschenlampe. I found a flashlight. There's one in there? Great. Well, the sun's gonna go down soon, so if the batteries still work, you're in luck. Wow, war cool. Die funktioniert. Perfekt. Sehr gut. Was mache ich mit dem Geweih? Soll ich irgendwo inpflanzen? Und dann das, was ich draus Korn drauf schmeiße? Und das, was ich dann draus mache? Oh, zack. Zurück in die Freiheit. Und das, was ich dann drauf wachsen lasse, hat da ja Geld verkaufe. Ich hab gehört, oh. Gibt's so Leid, wo sowas mache. Ich mache das am laufenden Meter. Was ist denn in der Höhle? What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Mit dem Echo der Höhle spielen. Hello! Nochmal. Nochmal. Geht Nimi? Warum nicht? Höhle. Ja, aber will ich da jetzt durchgehen? Eigentlich schon, ne? Au. Okay. Ah, ich habe Taschenlampe, ne? Was ist das hier? Caves closed. For access key available at Ranger Station. Okay. Also ich habe dann irgendwo Schlüssel, ne? This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Oh, sorry, Hank. Sorry, Hank. So, wir klettern mal hoch. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir sind. Ich meine, so lang und tief war jetzt die Höhle nicht, ne? So, jetzt gucken wir mal. Thunder Canyon heißt die Höhle.
So. Thunder Canyon war hier. Das heißt, wir müssen einfach weiter nach Osten. Oh. Passt doch. Mach mal da. Jetzt hat bloß mit nein, wir sind weg. Den passt aber. Den kennen wir hoch, glaube ich. So. Also. Immer noch am Erklären von dem Spiel, ne? Da ist There's jemand. some guy out here. Some guy? Ja, Typ halt. Wait, Da ist he's jemand. looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Jetzt ist er weg. Henry, there's something someone should have told you about this area. Okay. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, Hippie. yeah, okay. I get it. Ja. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Nee. Ich bin draußen die Einsamkeit gegangen, um einsam zu sein und nicht um irgendjemanden zu treffen. So. Ja. Also wie gesagt, es gibt so eine Story, die sich dann noch wieder sich noch entfaltet. Oh, guck mal da eben. Nice. Und ja, wird ein bisschen leicht Mystery sowas, ne? Und ja, aber es ist vor allen Dingen rumlaufen und mit dem Funkgerät Gespräche mit der Delilah machen. Und dort drüber hupsen. Hüpf. Außensprung. Aus dem Stand nicht. Sehr schön. Ja. Und so geht das dann. Dann machen wir noch aus. Ich habe halt die Helligkeit auch relativ hoch gedreht, wie immer. Weil ich das nicht mag, wenn es so dunkel ist und du dann halt in... jetzt wird es mehr dunkler. Okay, ich mache doch die Lampe an. Und du so im Pechschwarze irgendwie rumlaufen musst, sowas. Und ja, nee, das ist kein Grusel- oder Horrorspiel, sowas. Das ist halt einfach ein Spiel mit einer Story. So, da ist, ne? Okay, ich geh mal gucken. Das ist wie so ein kleiner Campingplatz hier. Ach, guck mal, da hat der Typ vorhin gestanden. Bestimmt, oder? Rum nach unten? Nee. Das machen wir nicht. Hat der Typ wahrscheinlich vorhin gestanden. So, jetzt müssen wir aber erstmal heimfinden und dann haben wir den da überstanden. Also, ja. Mit dem Seil wird es deutlich einfacher gegangen. Hopp. Salat. Weiter geht's. Felsen hochklettern. Ja, dann machen wir das mal. Hopp. So, Weg gesperrt, Schild. Machen wir das Weg gesperrt mir aus dem Weg. Ah. Sorry. Da ist mein Türmchen. Denke mal, dass es meiner ist. Okay, der Unne ist... Ich guck mal auf den Zettel, ne? Nicht, dass es der andere ist. So, guck mal her. Beartooth Point. 2,1. Thoroughfare. Thoroughfare. 10 Kilometer nach Norden. Will ich aber nicht. Ich will da hin. Wo ist das? Ein Plumpsklo. Oh yeah, baby. I see Plumpsklo. Na, komm her. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And Would you full like also disclosure, pirates free? I pee wherever I want as well. Ah, Pirate. Dann benutze ich jetzt mal dieses Plumpsklo hier. Ja. Oh, das ist ein Ball. Alter Baseball. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so... Am I What about my free? hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Sind die beide doof? So, Plumpsklo. Eigentlich mag ich das Plumpsklo. Ist immer noch eklig. Da drin habe ich das Gefühl, gleich ermordet zu werden. I feel like I'm gonna be murdered when I'm in the outhouse. Feeling a little exposed, are we? Hey, no man in the history of the world has felt tough with his pants around his ankles. Well, be strong. You can always call if you're having trouble. Sure, I'll do that. Ich richte Ball nämlich. Ich wollte ihn in der Abort werfen. Das geht, ich mach das jetzt. Depp. So, noch einmal. Ungefähr hier hin, ne?
Yay! Ja. Kennt ihr das, wenn man manchmal Sachen macht und die erscheinen ihm voll lustig und gut und dann machst du und dann fällt er auf. Das war eine ziemlich dumme Idee. So wie das hier. Also, okay, erstens mal kriegen wir den Ball jetzt nicht mehr hinaus. Zweitens mal, wann dann wäre er voll Geschiss. Kann man nicht anders das sagen. Ja, komm. So damit. Ja. Jetzt hätte man voll gekackter Ball. Eventuell, ich weiß nicht, wenn es ein Blumsklo ist, gibt es doch keinen Abfluss. Dann ist es ein Blumsklo. Das Blums halt nur nach Blums. Und dann. Was? Schreibmaschinen? Das ist doch meine, What can oder? I do for you? Well, my typewriter is on the ground outside of my tower. Alter, was soll denn You das? right? Yeah, look, the wind? No. How the hell? You should get inside. Fuck me. Ey, was ist denn das jetzt? Ich glaube, es hackt oder was? Alter, wenn das die Mädels waren oder was? Ich ziehe nicht das Ding über den Schädel, weil ich spinne doch. Guck mal her. Ja, scheiße, hey. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Ja, super. Die Lampe funktioniert noch. Ich würde sie gerne hier stellen. Machen wir die Schublade auf. Jetzt kann ich sie aufmachen. Okay, I put in a call. Ja, okay. Well, what can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii 5-0. Do you have any idea who would have done this? Pff. Wer ist denn dort raus? I don't know. Who's out here? I mean, I don't know either. I've never had a lookout be a target for violence. Great. I can't believe someone would do this. I mean, I worry about bears and fires, and that's about it, and now I've got to worry about who knows what out there. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Just point me to the Forest Service weapons cache. I'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Ja. Grenades? Okay. I'll see what I can do. Alles klar. Tag 2. So, Wake ihr up. Leid. Ja, wakey. Ihr Leid. Ich sag euch was. Hey, wake up. Ja, ich wach gleich auf. Mach mal langsam, ne? Ich mache jetzt hier Schluss. Das war's für die erste Folge. Die ist mal wieder eine Stunde gegangen. Die nächste gucke ich, dass es so eine halbe Stunde gehe. Wie sich das gehört. Und wir haben ein bisschen aufgeräumt gestern noch. Und dann sehen wir. Ich meine, ja, natürlich habe ich jetzt erstmal im Effekt gesagt, hier, das waren die Mädels, dann habe ich das Ding über den Kopf oder so. Aber wir haben ja gesehen, dass die Schränke dort durchwühlt waren, sowas. Ich könnte mir halt vorstellen, wann das die Mädels waren, die irgendwie angefressen waren, weil da der Parkwächter kommt und so Armut, dass sie da, ne, dass die dann herkommen und ja, die Schreibmaschine klauen und ohne hinschmeißen oder sowas. Ob sie gleich was kaputt machen, weiß ich nicht. Aber Schränke durchwühlen, rauszerren und alles durcheinander machen, ja, aber nicht einfach aufmachen und durchwühlen und so. Ah, das ist das Feuerwerk, wo wir gestern gefunden haben. Ja, hopp, das, wenn wir dann eventuell neue rausfinden oder auch nicht, wann er Bock haben und Lust haben, noch ein bisschen Firewatch zu gucken. Dann sag ich mal, bis morgen. Machet gut, schwingt der Hut. Tschüss mit Ö und tschö.